Jetzt erstmal habe die Ehre und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video, Teil 2. Heute geht es weiter. Nach dem Pökeln, Eishuhn wird heute heiß geräuchert. Der zweite Teil. Genau. So schaut das. Ja, die Janka Filmschmiede wieder in Action. Wir haben einen Räucherofen in Gang, der läuft gut. Ich habe wieder ein bisschen nachgefeuert, passt alles. Ja, und wir sind schon gespannt auf das Endprodukt, das fertige Fleisch, der Anschnitt. Also ich schätze, es wird immer noch eine Stunde, anderthalb werden wir wohl noch brauchen zu dem Ganzen. Und dann denke ich mir, das wird schon was. Ja, und das freut mich mal wieder, wirklich heute mal wieder live dabei zu sein. So schaut das. Heute beim Helmut direkt. Uwe und der Helmut. Wunderbar, unser Janka Filmschmiede. In diesem Sinne. Also Prost. Prösterchen. So, hallo liebe Leute. Ja, wir kommen jetzt wieder zu einem weiteren Teil des Räucherfilms bzw. Einpökeln und Räuchern. So, ich habe das Fleisch hier liegen. Das hat jetzt gute 11 Tage, also 12 Tage, war das jetzt eingesurrt. Das reicht eigentlich, weil das, was ich heute mache, wird heiß geräuchert. Ich habe jetzt hier, eine Haxe und ich schaue mal, also es schaut gut aus und das Fleisch ist auch gut fest geworden, super, ja, das ist wirklich sehr gut geworden und ja, jetzt kommt eigentlich der spannende Moment. So, mal schauen, jetzt machen wir es auf, schauen wir mal, so, und jetzt kommt nämlich, das sind so Highlights. Dies ist einer der Highlights und zwar, jetzt kommt erstmal die Nase, muss jetzt mal was entscheiden. Oh, lecker. Lecker, kann ich nur sagen. Kannst du reinbeißen. Gut. So, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich bei und werde das jetzt abspülen. Nur abspülen und dann wird das nachher, mache ich nämlich hier, ihr kennt ja, Küchenrolle und dann gut abtupfen. Also, wenn wir das erst einmal ein bisschen abspülen, alles rausnehmen. So. Das ist gut abgespült. Und wie man das sieht, das Fleisch hat jetzt richtig einen schönen roten Touch und das kommt ja durch das Pökelsalz. So, jetzt nehmen wir das Ganze dahin. Jetzt nehme ich erst einmal Küchenrolle und jetzt tupfen wir das Ganze richtig gut abtupfen. Von innen, von außen. Genau. So sieht es aus, wenn es gut abgespült ist und gut abgetupft. Kommt mal ein bisschen dichter ran. Da seht ihr jetzt, wie schön rot das Fleisch ist. Wunderbar, auch von innen. Von innen hatte ich noch ein bisschen Gewürz mit drin. War auch. So, und jetzt nehme ich den ganzen Kameraden und lege den erstmal auf Seite. So, was habe ich dann hier? Ich habe jetzt noch eine Haxe. Dann habe ich dreimal habe ich hier Bauchfleisch, beziehungsweise hier in Bayern ja Lammel. Und dann habe ich noch zwei Highlights. Und zwar einmal habe ich hier, das ist eine Putenbrust. Genau, eine Putenbrust habe ich hier. Und hier habe ich, das nächste Highlight ist für mich, das ist Rindfleisch. Daraus mache ich dann einen Pastrami-Schinken. Genau. So, jetzt gehe ich bei, ich werde das mal hier das Ganze alles spülen und abtupfen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Gang. Dann werde ich das Ganze einspicken und dann muss ich einen Faden durchziehen,
später fürs Aushängen, weil ich lasse das Ganze, lasse ich dann so 2-3 Tage mal ausbrennen und dann geht's weiter. Auf jeden Fall gehe ich jetzt immer hierbei und mache erst einmal das Ganze abspülen und abtupfen. Das habe ich, wie gesagt, dies habe ich jetzt alles schön abgespült und gut abgetupft. Und jetzt kommen wir zum nächsten Gang. Und zwar habe ich hier einmal die Putenbrust und das Rindfleisch. Nun habe ich gedacht, das werden wir noch ein bisschen veredeln. Oder sollte ich sagen, damit es dem Fleisch nicht so kalt wird, verpasse ich denn jetzt einen Mandel. Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt eine Mixtur gemacht. Und zwar ist das gestoßener Pfeffer und als Kräuterzusatz habe ich Kräuter der Provence dazu genommen. Und damit werde ich das mal ein bisschen einmandeln, wie man so schön sagt. So. Da muss man rein. Überall noch ein bisschen. Da. So, jetzt habe ich das schön eingestreut, wunderbar. Finger ziehen. So, ich sag mal so ungefähr einmal Knoten auf. Ja. So schaut es dann aus. Genau. Einmal. Jetzt kommt das Rindfleisch. Das wird ja der Pastrami. Da machen wir denselben Zauber. So. Und so schaut das Ganze dann aus. Das kommt dann nachher noch eingehangen. Da ist das ruhig hängen. Das Ganze lasse ich dann halt bis jetzt 3 Tage. Heute haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und am Samstag ist ja dann Räuchern angesagt. Wie gesagt, das ist zu dem Thema Putenfleisch und Rindfleisch. Ja, und wo wird das kredenzt, das Ganze? Oder wer bringt es auf Video und auf Film? Da oben die Janka Filmschmiede. Und zwar der Helmut und der Uwe. Und wir freuen uns schon, wenn wir beim Räuchern sind. Und da hängen sie jetzt, die Leckerbissen. Jetzt dürfen sie sich noch ein bisschen ausruhen. Da angefangen, die Haxe, das Wammerl. Und dann kommt da der Pastrami und die Putenbrust. Ja, und jetzt lasse ich sie erst einmal bis Samstag hier rumhängen. Oder abhängen, wie man so schön sagt. Genau. Ausbrennen, in der Fachsprache. Und am Samstag freue ich mich dann schon, wenn wir den Räucherofen in Gang schmeißen. Dies allerdings, was hier alles hängt, das wird jetzt heiß geräuchert. Guten Morgen, Uwe. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der ist schon in Arbeit, der Herr Janka. Heute geht es mit dem zweiten Teil weiter, oder? Zweiten Teil, ja. Heute kommen wir jetzt sozusagen zu einem Zwischenhoch-Highlight, das Heißräuchern. Ich bin jetzt gerade dabei, die Räucherschale herzurichten. Was habe ich drin? Ich habe Räucherchips drin. Das ist einmal Räucherchips von ausgedienten Whiskyfässern und Kirsche ist das. Das wäre das nochmal verfeinert mit Buchenmehl, genau. Ja, genau. Dann nehmen wir da ein bisschen drüber. Einen sehr guten Duft, Aroma zusammenbringend. Genau. Ja, da tun wir noch was dazu. So. Und ja, viel ist egal, oder? Ist es egal. Ich mache immer so die Schale voll. Das muss vielleicht später nochmal, wenn es dann gut durchgeglüht ist, kann man nochmal was nachschmeißen, je nachdem. Und jetzt geht's los mit dem Räucherschalen. Was haben wir für ein China? El Fuego. El Fuego. Top-Teil mit Gas betrieben. Wunderbar. Fleisch haben wir natürlich auch schon da. 2 Wochen gut gepökelt, würde ich sagen. Schaut lecker aus. Und der Duft ist jetzt schon der absolute Hammer. Und wie viel Wasser muss da rein? Ja, machen wir so ein guter Liter Wasser. Ungefähr ein Liter. Ja, ja. Ganz gut. Und hier sieht man, das Wammerl hat jetzt 3 Tage ist das ausgehangen gewesen, ausgebrannt und hat oben richtige Fest. Und das wird jetzt schön heiß geräuchert. Wammerl, zum Beispiel Bacon.
Haken aus Kleiderbügel. Das Problem war einfach das, meine Haken sind abhanden gekommen, warum auch immer, wie auch immer. Und dann heißt es ja, Not macht erfinderisch. Und dann hat man mir ein bisschen aufgeräumt und dann bin ich auf einen ganzen Sack voller Kleiderbügel gestoßen. Genau. Und dann bin ich beigegangen und habe mir dann halt noch jetzt mal provisorisch einen Fleischhaken raus. Geht alles. Ist da ein Wasser drin? Das ist so eine Art Dämpfeffekt ist das. Das dämpft auf, Aha. damit das Fleisch ein bisschen saftig bleibt. Das ist also wie, du kannst mit dem Gemüse auch dämpfen. Es gibt ja so eine Art, kannst du auch was dämpfen. Ah, okay. Dafür ist das zu Wasser gedacht. Und auch als Auffangschale vom Fett. Es wird ja noch ein bisschen Fett rausholen. Und damit das auch nicht direkt unten ins Mehl reintropft. Als nächstes, das ist dann das, was ich sage, das sind ja die neuen Versuche. Und zwar habe ich hier Rindfleisch. Da machen wir so eine Art Pastrami machen wir da draus. Es gibt zwei Arten von Pastrami. Es gibt einmal den kaltgeräucherten und wir machen in diesem Fall einen heiß geräucherten. Warm angezogen, mit einem Mantel habe ich den verpasst, und zwar ist das Pfeffer und Kräuter der Provence. Und die werden so, wenn sie eingehängt, zum Räuchern. Der Geschmack nachher, ich habe das schon mal gemacht gehabt, den Pastrami, und ich muss sagen, ich war sehr zufrieden damit. Also der Duft ist jetzt schon der absolute Knaller. Also ist ja nicht einmal angefangen zum Reichern, man kann jetzt schon reinbeißen. Ja, es verlockt zum Reinbeißen, aber wie heißt es schon, in der Ruhe liegt die Kraft. Und beim Essen ist es ja wie beim Kochen, ich bleibe bei der Meinung, es braucht Zeit. Wir werden jetzt 3 Stunden, Flamme läuft. So. Der ist schnell ist er aufgeheizt, also das ist das Gute beim Gas. So. Und da haben wir die Temperaturanzeige drin, genau. Genau, da ist die Temperaturanzeige. Wo ist der Kamin? Und den lassen wir da erstmal zu. Er hat da jetzt 3 Stufen. Das ist das hier oben. Kann man nochmal den Kamin ein bisschen ganz auf, so ein Dreiviertel auf und nur ein Viertel auf. Wir lassen hier das mal komplett zu. Bis wir die Temperatur erreicht haben oder bis das zum Rauchen anfängt. Dann werden wir einriegeln auf 100 Grad, oder? Und er raucht nachher aus allen Dritzen. Und das ist eigentlich Sinn der Sache bei dem Ofen, muss ich sagen. Da kommt genug Zugluft rein. Darum heißt der Räucherofen. Eben. Soll ja jeder sehen, Rauchzeichen im Dorf. Da haben wir das ganze Brennelement da. Kann man regeln. Man kann auch die Temperatur ein bisschen regeln. Ja, da kann wir unten. Und zwar hat er auf mehrere Stufen. Er hat von unten angefangen 1, 2, 3, 4, 5 bis oben 6 Stufen. Beim Anheizen erst einmal drehe ich ihn auf höchste Stufe auf und lasse ihn jetzt immer richtig heiß werden. Und diese Warmwärmphase ist auch gut fürs Fleisch. Nochmal zum Durchtrocknen ein bisschen und dann fängt er an. Und dann lassen wir den Ofen, circa 3 Stunden, lassen wir dann so zwischen 100 und 120 Grad. Muss man immer ein bisschen regulieren. Das ist beim Gas, finde ich ja hervorragend, den kann man schön regulieren. Beim Holz ist es klar, beim Räuchern darf man ja mal richtig mit Holz, aber da ist mit der Regulierung so ein bisschen ein Problem. Darum finde ich Gas ganz gut. Genau, ganz kurz noch, die Gasflamme heizt diese Schale an. Und da fängt es an dann zu glühen. Es brennt nicht, es glüht dann nur. Und das ergibt dann diesen Raucheffekt. So, da habe ich jetzt noch ein kleines i-Tüpfelchen. Da habe ich jetzt ein Gewürz zurecht gemacht. Und zwar ist das gestoßener Pfeffer. Dann ist da Wacholder, ein bisschen Thymian und Salz dabei. Da habe ich ein bisschen gemischt. Und das kommt jetzt auf das Räuchermehl. Oben drauf haben wir da ein bisschen Aroma mit drin. Und wie viel ist egal, oder? Das ist egal. Ich mache das so ein bisschen nach Augenmaß, Handgefühl. So. Rein. Ja. Oh. Ihr seht, jetzt langsam kommt die Farbe schon. Schwarze wird farbig. So, wie lange läuft das der Rauchofen? Oh, der 2 Stunden. Wie spät haben wir es jetzt ungefähr? Wir haben jetzt 1 Uhr. 1 Uhr, ja.
Ja, kurz also, nach 11 haben wir angefangen. ich sag mal, wir lassen es mal so, was ich schon gesagt habe, so 2/4 wird es werden. Und wir haben jetzt Temperatur 110 Ja, wir sind jetzt, Grad, oder? ja, wir liegen jetzt so bei 100 Grad. Ich habe das gerade noch mal wieder ein bisschen nachgefüllt. Noch mal wieder ein bisschen, ja, es kommt schon Nudelduft raus. Schaut Genau. richtig lecker aus, definitiv. Auf das da ich sagen, Uwe, Na dann. weil die Vorhaut, wir trinken wieder was. Oh, ist das gut. Oh, leck mich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder in ungefähr in einer Stunde. Nee, ja, nee, Quatsch. In 1,5 Stunden. Und dann schauen wir, wie das Ergebnis ausschaut. Und Anschnitt zeigen wir natürlich auch. Jetzt habe ich gehört, der Helmut, der macht gar kein Geräuchertes. Das macht er jetzt nur aus Prestige, dass er hier mit mir den Film dreht. So. Ich hätte das bald was gesagt. Na gut. Outtake. Ja, jetzt haben wir so ungefähr 2 Stunden, ein bisschen über 2 Stunden weg. Jetzt schauen wir noch mal, 2 Stunden sind rum. schauen wir mal, Und? was er sagt. Eine kurze Zwischenbilanz. Oh, wow. Sieht einfach toll aus. Und der Duft ist. Wow. Ja, Ja, das passt genau. schaut super. Dann würde ich sagen, noch mal eine Stunde, Eine oder? Stunde machen wir noch. Eine ja. Stunde noch mal, dann ist es fertig. Nochmal ein bisschen Räuchermehl nachgelegt und so liegt nichts mehr weg. Also ich würde sagen, Prost. Ui, weil die Vorhaut. Und wie schaut's aus? Gut, Schatz. So. Ich würde sagen, soweit haben wir schon. Eine halbe Stunde noch? No, braucht man gar nicht mehr. Eine Viertelstunde maximal, dann ist gut. Das ist nur noch ein bisschen nachräuchern jetzt, noch ein bisschen aushängen lassen. Das Fleisch ist soweit gut. Ich habe schon mal getestet, das hat einen guten Kern. Das lässt sich noch gut eindrücken. Die Pute, genau. Wunderbar. Das ist Also wir haben dann eine Gesamtzeit praktisch von 3 Stunden. von 3 Stunden haben wir jetzt gehabt. Ja. Ja. Aber die brauchst du auch. Die 3 Stunden, die brauchst du halt. Und dann lässt das nochmal eine Stunde aushängen, oder? Allein schon hier die Farbe. Die schaut echt lecker aus. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, Und auf das freuen wir uns natürlich schon, der Anschnitt. wenn der Anschnitt kommt. Und da seid ihr natürlich mit dabei. Oder? Ja. Ja, sicher. Also, das ist der Meister, der Räuchermeister. Nein, ich nicht, Meister. Und wir freuen uns schon richtig auf den Anschnitt. Also, bis gleich. So, das ganze Fleisch ist jetzt fertig geräuchert und jetzt tun wir es noch eine Stunde dann bei 4 Grad plus aushängen und dann sehen wir uns beim Anschnitt. Wir haben da die 2 Surhaxenhänger, dann haben wir da den Baconspeck, Pute, Baconspeck und dieses Pastrami Schinken heiß geräuchert. Also das ist die leckerste Hollywood-Schaukel, was es überhaupt gibt. Weil da hat man was Gutes, einen guten Duft, wenn man drunter sitzt. Ja. Da kann man sich schöner sitzen und da hat man einfach
immer den leckeren Duft von gut geräuchertem Fleisch. Und jetzt machen wir den goldenen Querschnitt. Genau. So. Hast du drauf? Ja. Es lässt sich sehr gut schneiden, bis auf die schwarze natürlich. Genau. So. Schaut lecker aus und jetzt ist durch, oder? Ja. Ja. So. Ja. Ich würde sagen, wir probieren einmal, wie es schmeckt. An Gurten. Es ist wirklich schön. Lässt sich schön auseinanderzupfen. Also absolut perfekt. Super Rauchgeschmack. Von den Gewürzen her einfach genial getroffen. Also wirklich super. Geil. Das schmeckt nach Ziege. Mehr. Die Essigdiät. Ja. Wir essen alles. Da haben wir noch den Rest. Na gut. Da haben wir jetzt Zeit, 2 Stunden, bis wir das weg haben. So, das war einmal. Warte mal, ich mache Blumen jetzt. Oh. Nehm. Wirklich ein sehr guter Geschmack. Jetzt kommen wir, wo ich am meisten darauf gewartet habe. Die Pute. Ich bin jetzt gespannt. Pute. Aber geil. Ja, Wahnsinn. Genau das habe ich erwartet. Das nennt sich dann halt Putenaufschnitt. Ein Träumchen. Jetzt schauen wir mal. Mit Pfeffermantel, oder? Pfefferkräutermantel. Pfefferkräutermantel und die Kräuter, das ist Kräuter der Provence. Jetzt werden Das wir mal. schaut echt cool aus. Ich hätte jetzt Angst gehabt, dass das ein bisschen zu trocken wird. Aber ist es nicht. Das ist genau wie wenn man so einen Putten- oder Geflügelaufschnitt kauft. So, Schneiden wir mal durch. Und schauen wir mal. Lässt sich super auseinanderreißen. Also Pute hätte ich nicht geglaubt. Also ich würde sagen, eine geile Nummer. Perfekt. Er ist der Chef. Man kann gar nicht mehr aufhören. genau. Richtig zart. Nicht trocken, gar nichts. Und der Mantel, ein Träumchen. Ich bin das total überrascht. Ich habe bei der Pute habe ich echt Angst gehabt. Jetzt haben wir So eine Art Pastrami, oder? Art Pastrami, das ist Rindfleisch. Und rosa innen. Das ist der Hammer. 3 Stunden 100 bis 110 Grad, so super schön heiß geräuchert. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist der absolute Traum. Macht es unbedingt einmal nach. Traut euch ran. Räuchern ist kein Hexenwerk. Dann schauen wir mal. Oh, das ist ein. Schau ich her. Einmal frei. Mit der geschnitten, aber. Der Knaller. Hey, geil. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, auf Kommentare, würden wir uns natürlich freuen. Ja, und wem es nicht gefallen hat,
dann muss ein Computer natürlich wieder abdrehen. Also habe ich die, macht es gut. Helmut Und der Uwe, Uwe, die da Janka filmen wir Filmspiele. bis zum nächsten Video. Kalt räuchern in einer Woche. Da gibt es Lachsschinken. Geil. Das ist ja Hammer. Also servus.